wir uns da mal becagen. Ja, das überrascht mich. Das ist ein Cage bauen. Wir nennen das eine Cage, was ich jetzt gerade baue. Ein Cage? Oder was? Ja, ein Kettenbruder. Ah, du hast so... genau, ich sehe, ja. Du So hast der jetzt Ober... die Das ist so Leute der... Das ist seine Schützen. Das ist, glaube ich, im Eis auch so gewesen. Genau, das ist Blattball. Also ich bin Ja. ein Nutcher-Running-Team ja für sich. Ich kann schon theoretisch Pass spielen, praktisch so halb Klepp. Ja, aber Passspielen ist immer Risiko, sehr hohes Risiko, oder? Aber kommt darauf an, was für ein Team bist, also für mich schon. Ja. Und was für Fertigkeit. Oder eben was für eine Gewandtheit, das du hast, hä? Gewandtheit und Fertigkeit, ja. Aber für mich ist es auch riskant, weil, ich weiß nicht, ob man das beim Skarak sieht, er hat immer so eine rote Aura um gewisse Spieler herum und alles in dieser Aura drin tut alles, was mit Ballspiel zu tun hat, für mich extrem erschweren. Also, das finde ich so das Krasse an dem Team, sie sind sehr kampfstark, haben aber gleichzeitig noch einen Debuff für sämtliche gegnerische Teams, die sich auf Ballspiel konzentrieren tun. Das ist eigentlich wirklich... Ich finde es echt ein mega mächtiges Team. Okay. Also das heisst, du kommst eigentlich in dem Fall bei der Gewandtheit wie Minuspunkte über oder Mali über. Wenn ich Jetzt hätten wir alles etwas anderes. rundum... Ja. Okay, jetzt könnte ich den umrühren, aber er stolpert nur. Und weil er jetzt eben die Amazonen hat, die können immer ausweichen. Und das ist echt ein bisschen mühsam. Jetzt hätte er können... Wieso folgt jetzt nicht? Ich habe gesagt, folgen. Nein, du hast gemacht bleiben, ich habe es Ja, gesehen. den habe ich nicht aufgepasst. Ja, siehst du. Und der behauptet, ist schön, schaut mal jemand am Skara auf die Finger, weil dann behauptet er immer so Sachen. Ja. Ist gut. Und das ist natürlich jetzt ein Fehler von ihm, oder? Weil sein Riesenpenis ist ja deswegen so besonders gut, weil er alles, was um ihn herum steht, festhalten kann mit seinem Tentakel. Und wenn nichts um ihn herum steht, ist die Fähigkeit ziemlich sinnlos. Und ich würde mich hüten davon, in seine Reichweite zu kommen. Ja, du wirst jetzt schauen, dass du dann einfach eins weggehst. Du hast Hörner. Jetzt ist leider wieder nicht passiert. Und Ja, ich finde, gut, Frauenschupfen ist politisch total inkorrekt. Du hast ihn doch bodigt dort. Jetzt, ist doch Ja, aber ich habe wieder ein 6 gehabt. Oder ich wollte, mein Ziel ist eigentlich, ihn da rauszuholen. Jetzt probiere ich wegzukommen für das 3 Plus. Und es ist... Zack! Jetzt könnte ich wieder nachmachen. Der ist jetzt... Oh, K.O. Der ist jetzt hey. lustig. Das gut kommentieren. Franz, der Gebrechliche, ist K.O. Franz der Brecher ist jetzt draußen. Der kann auf ein 4 Plus nachher wieder kommen. Was ist passiert? Ich habe Ausweichen 1 gehabt, anstatt 3 Plus. Das passiert mir, Judy aber nicht. Ah ja. Und dann habe ich Rüstung 9 und ich habe ein 9, habe ich eigentlich noch geschafft. Wieso machen? 9 muss ich schlagen. Ich habe das 9 gut erledigt. Verletzung habe ich ein 8, das heisst einfach K.O. Es gibt so eine riesen Verletzungstabelle. Also, es ist nicht ein 8, es ist 44, wo ich jetzt gewürfelt habe. Und das ist einfach K.O. Das heisst, der bleibt jetzt draussen bis zum nächsten Turnover. Entweder zum Touchdown oder einfach wenn neu angekickt wird und dann darf ich aufs 4 Plus würfeln. Der Judy wird mir jetzt versuchen, einen von den Hingern anzuficken. Ja. Der ist stärker, der Block. Der rechts, hinten rechts ist stärker, der hat selber noch Block. Und der hinten links versucht er jetzt anzumachen, damit er zu meinem Ballträger herkommt. Oh, jetzt habe Natürlich ich jetzt schon mit dem Fehler gemacht. Risiko, wenn das nicht funktioniert, steht er nachher bei mir. Und wenn ich den einfach frisch zuschlagen kann, ist halt doch blöd für ihn. Wie sieht man, der Judy hat 5 Redos, das ist fast dekadent. Ja, da habe ich jetzt ein bisschen Komm, Fehler der gemacht beim Aufstellen. Weil ich habe den Support da falsch berechnet. Das ist jetzt ein bisschen blöd, jetzt habe ich mein Chico und jetzt mit die Scheiße reinstellen. Aber ich habe jetzt mehr mit, ich habe das Ausweichen nicht und jetzt rührt er mir den um und
Wahrscheinlich zieht er nachher, das werden wir dann sehen. Ah, du hast den Perk nicht. Das Ausweichen. Das Nein, das ist speziell die Amazonen. Jeder Gel hat Ausweichen. Ja. Für mich ist es fast nicht holbar, weil ich ein Stärke-Team bin. Theoretisch hast du auf jeden Zugriff, aber du musst recht gut würfeln, damit du überhaupt das könnt. Brauche ich aber nicht unbedingt, ich liege einfach am Boden. Und was bedeutet der rote Rand auch schon wieder? Was heisst das genau? Das ist schon, diese hat er schon gemoved. Ah, die sind einfach schon bewegt. Jetzt kannst du schauen, bei dem mit dem Blitz, sobald er jetzt den nächsten Move bekommt, gegen den roten Rand. Zuerst so BAM oder nachher, wenn er gemoved ist, jetzt hat er einen roten Rand. Ah, Und du hast immer, sobald du einen bewegt hast, kannst du nachher nicht mehr machen. Also sobald du mit jemandem eine Aktion gemacht hast und du eine andere Aktion machst, du kannst nie wieder auf einen zurückgreifen. Okay, also der eine macht einfach bis er fertig gemacht hat. Ja. Okay. Das mit dem Würfeln ist mir noch ein bisschen schnell gegangen, aber ich will schauen einfach mal noch ein bisschen zu. Das werde ich dann mit der Zeit schon noch checken. Was mit dem Würfeln? Ja, also weißt du, wer braucht wie viel und was, wie viel Werte und so. Ich meine, ich sehe es unten jetzt schon. Rüstung 9 plus, fehlgeschlagen zum Beispiel. Aber Ich tue ein bisschen weniger schnell bewegen. Du siehst es nachher. Man sieht es aber. Aber ich mache es ein bisschen weniger schnell im Zug. Was brauchst du? Im Moment muss ich ja nichts würfeln. für den Zug? Wie lang? Aha, du hast 4 8. Minuten immer. Und du hast 8 Züge Zeit. Ja, nein, 8 ist eine Halbzeit. Ja. 8 Züge ist eine Halbzeit. Ja. Aha, okay. Die haben alle ihre eigenen Namen, oder? Also es gibt jetzt einfach irgendeinen Shari, der Verwesende, und es gibt irgendeinen Hypsip. Ja, genau. Du kannst die Namen sogar selber vergeben. Ah, Und geil. im 2 hast du sogar, im 2 haben wir aber so, im 1 haben wir aber so gespielt, dass wir nachher erst vergeben haben, wenn... jetzt muss ich schnell, jetzt muss ich schnell denken, was ich da will. Ja, ist gut, ist gut. Ich probiere Ja, mal ganz also was mag, er hat dann einen mega blöden Defensivknubbel, das ist für mich fast unmöglich, dort ihn zu brechen. Ich habe jetzt da ein bisschen einen Scheiß gemacht mit meinem Angriff hinein, das wird wir jetzt relativ locker wegräumen können. Und vorne vermutlich auch irgendwie durchbrechen. Ich hoffe, dass ich das in Riesenpenis blockieren kann. Weil der kann sich jetzt im Moment nicht wegmoven dort, ohne dass er irgendwie einen Wurf machen muss. Der wird wahrscheinlich in die Hose gehen, weil der hat noch Gewandtheit 1. Also muss er dort mein Chica angreifen. Blöd ist er eben auch noch. Saublöd. Aber wieso braucht jetzt der die Gewandtheit? Das check ich jetzt nicht. Wenn er aus meiner Tackle-Zone, also meine Ah, rausmoven will, um irgendwie meine Chicas oben dran anzugreifen, zwischen ihm und seinem Knubbel steht, dann muss er einen Gewandtheitswurf machen und das wird er ganz sicher nicht machen. Darum ist der jetzt mal dort noch ein bisschen festgenagelt. Du blockst natürlich. Ah, nein. Aber jetzt versucht er natürlich mal meine Chicas dort, um seinen Ballträger loszuwerden, damit der sich frei bewegen kann. Weil im Moment ist er in der Tackle-Zone von einer. Und der kommt er höchstwahrscheinlich nicht raus. Gut, Gewandtheit 3 ist noch okay. Aber das Risiko geht er nicht ein, weil wenn der auf die Schnur geht, dann ist sein Zug sofort beendet. Also versucht er jetzt am Rand durchzukommen. Dort, wo wahrscheinlich nur ein Chica steht, das weghauen. also du meinst rechts durchzuziehen? Also von dir Aus aus deiner gesehen Sicht aus ist es rechts, ja. Ja, genau. Hat aber den Nachteil, dass er eigentlich mein Chica, wo seinen Ballträger blockiert, nicht weghauen kann. Oder jetzt muss er sich überlegen, tut er den Blitz investieren, um mein einzelnes Chica wegzuhauen, oder das Chica, wo seinen Ballträger dort blockiert. Und da werden wir jetzt sehen, was er macht. Ha, jetzt darf ich eigentlich nicht kommentieren, sonst weiss es ja der Juti. Ja, nein, er sieht, was ich mache. Man sieht immer, was der andere so viel Zeug macht. Ne? Ja, Oder vorbereitet tut, oder andenken tut. Also du siehst einfach, dass er einen Pass spielen Nein, das ist... Das ist alles inklusive der Wahrscheinlichkeiten und das ist immer wieder ein bisschen lustig zu sehen, wenn so Verzweiflungszeug angedenkt werden. Ah, du willst schon so rum.
Ja, ich könnte natürlich anders. So testen wir natürlich jedes Mal bei jedem Zug aus, oder? Was ist wenn dort und was für Wahrscheinlichkeiten habe ich, wenn ich das und jenes mache. Und so tust du das halt alles mal ein bisschen anschauen, was für Möglichkeiten hast. Das heisst ja nicht, dass du das auch wirklich machen tust. Es geht einfach ums Ausloten von möglichen Strategien. Also jetzt macht das im Blitz auf mein Blockiertschick. Sprich, ich kann unten dran nichts wegräumen von der Linie, die mir unten dran steht, aber ich kann es natürlich jetzt, indem man das in eine kampfstarke Einheit dort anstellt, zumindest unter Druck setzen. Und er kann jetzt weg mit dem Ballführer. Der kann sich jetzt relativ frei bewegen, darf einfach nicht in die Nähe von meinen Chicas kommen, weil dann kommt er wieder in die Tackle-Zone. Aber er hat zum Beispiel in beide Richtungen, rechts und links, kann er jetzt wegrennen. Und jetzt bin ich gespannt, in welche Richtung das geht. Und dann muss er dort natürlich wieder so eine neue Cage aufbauen, damit der Ballträger wieder gut geschützt ist. Also geht nach rechts, bei euch wahrscheinlich nach links. Ja, aber es war nicht schlau gewesen. Verdammt scheisse, falsch. So Kommentare habe ich immer sehr gerne. Ja, das Kara ist am Fluchen, das ist gut. Fängt schon früh an, dabei ist noch gar nichts Schlimmes passiert. Ja, ich komme da nicht schlau raus, oder? Jetzt. Nein, nicht wirklich. Oh, die Zeit läuft übrigens ab. 4 Sekunden hast du noch, ja. Da musst du vielleicht auch ein bisschen drauf schauen, Game Rocker, weil ich sehe es auch öfters mal, so dass vielleicht so eine Minute vor Ablauf mal Bescheid ist. Ja, Jetzt muss natürlich unter mega Druck muss er noch irgendwelche Sachen zusammenschmirgeln. Das kann ich aber dann übernehmen, wenn es dann mal so weit ist. Zug 3! Das Problem ist, jetzt ist der Ecke nicht deckt da. Und er kann jetzt wahrscheinlich mit 2 mit easy umlaufen. Sogar wahrscheinlich mit 3. Aber mein Ballträger ist ja der Uhure Hero und der wird das überleben. Das war echt von mir ja echt nicht. Ich wollte eigentlich rechts durch wollen, dann sagt der Judy links durch. Dann habe ich gesehen, ja, das ist eine Option und habe ich gesehen, dass meine Krieger nicht decken können. Okay. Und jetzt habe ich noch schnell eine andere technische Frage. In der Tackling-Zone steht aber -1 oder -2 oder so. Ich meine, was ich gecheckt habe, ist, es kommt aber darauf an, ob einfach nur über den alleine jemand dort steht, dann hast du -1 Wurf. Oder wenn 2 dort sind, dann hast du eben den Support vom anderen. Darum -2. Aber -1 auf was? Auf die Stärke? Nein, auf ja genau, auf die Stärke. Nein, auf die Stärke. Rüstungsbrechend ist nicht relevant in dem Moment, sondern es geht ja darum, er hat jetzt hier ein 3 und er will meinen wegschlagen. Ich habe auch 3, oder? Wenn er jetzt einfach würde hier angreifen, dann habe ich zwar 3, aber von dem oben und von dem unten, da komme ich noch eine Chance, also 5. Das heisst, er bekommt 2 Würfel gegen sich. Er kann würfeln, er darf mit 2 Würfeln würfeln, aber dann darf ich auswählen. Und das kann durchaus eine Taktik sein, wenn du das machst, aber es ist natürlich immer ein Risiko. Weil wenn er einen Schädel hat, geht er um und es ist ein Turnover. Also das heisst, ich bin gerade wieder dran. Sobald einer umgeht, wenn du in der Offense bist, oder du den Ball verlierst, so im Grundsatz ist ein Turnover. Also der andere ist dran. Okay. Aha. Und jetzt, ja, jetzt ist die Frage, er hat das Problem, dass sowohl das ja als Vierer, oder, die jetzt da rundherum stehen. Und er hat durchaus die Chance, einen runterzuschlagen. Also 4 Stärke, ja. 4 Stärke, ja genau. Und er hat nur Stärke 3. Er hat aber überall ausweichen und hat extrem viele Leute mit er hat da die Blitzer. Wo ist der eine? Da ist zum Beispiel einer. Die haben Ausweichen und, also das heisst, bei einem Würfelsymbol von Gelb mit Ausrufezeichen, also beim Umrühren wegschieben. Jetzt wird er blitzen, wenn er jetzt das macht, bekommt er aber gleich nur einen Würfel. Jetzt müssen es 2 sein. Jetzt sollte es 2 sein. Jetzt hat er da einen hergestellt, das heisst, er hat den, oh komm am Schluss ins Aussehen. Das könnte jetzt mal kommen. Das ist noch nie gekommen. Gell, das ist schon Das ist ein Gerücht, das gibt es gar nicht. Ja, das ist so. Zack! Bam!
Nein! Boah, tot! Krass, und das tut mir jetzt schon ein bisschen leid. Der ist jetzt tot. Das Ja, ist habe ich jetzt das Ding nicht geschafft, die Regeneration zu Das ist kein geschafft. Appetit. Siehst du, das ist genau das, oder? Ich habe jetzt ein 4 Plus Regeneration, also tot ist schon mal 6,6. Nachher Regeneration habe ich 4 Plus und kann ihn noch wiederholen. Und jetzt ist er gleich tot. Also die 100'000, die ich vorher ausgegeben habe, ist genau für mich. ist für die Katze gewesen. Aber was Ja. ist mit Aus der... dem Fenster rausgerührt. Du hast jetzt den Apotheker... Der Apotheker hat nochmal einen Tod gemacht? Ja. Echt? Ich kann nur Regenerationswort wiederholen, also das 4 Plus wiederholen. Okay. Ich Oder habe hat er eins? Apotheker in dem Sinne. Wenn ich das richtig sehe, hä? Zuerst ein 1 und dann ein 3. Ja, das tut mir ein bisschen leid. Aber nur ein Ja, bisschen. Ja, Ja, es ist, also das so funktioniert Nein, es tot. im Fall immer, wenn man gegen Shooter spielt. Immerhin Ja, habe ich ja. keine Tote gehabt bis jetzt, aber Das ist jetzt nur, weil wir live sind und was jetzt so. Nachher dann gibt es einfach oder er hat jetzt alle anderen Ergebnisse wären gut gewesen, ausser also schon wieder. 1/3 Chance, dass er ein gutes Ergebnis hat. Dass er ein gutes Ergebnis hat, er hat es natürlich. Hey, look, abstoßend. Ja, es nützt mir jetzt verdammt viel. Also was heisst das abstoßende Aussehen? Er muss immer auf die Grossen, muss er immer er würde von 6 würfeln, wenn er ein 1 hat, da unten, dann kann er nicht angreifen. Your turn. Ja, ich habe jetzt einen toten Krieger, jetzt ist gar nicht gut. Kannst du den irgendwie... Ah nein, es liegt ja schon einer neben uns. Das heisst, du hast jetzt 2 Spieler weniger als... Ja, ja, das ist es. aber du hast den Ball. Weil der Ballträger ist extrem unter Druck hier. Und Ja, ich habe extrem. kaum einen Spieler zum Absichern.